Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier aus meiner Werkstatt. Schön hast du wieder eingeschaltet. Ich will euch dieses Mal zeigen, was ich Neues gekauft habe und auch schon erhalten habe. Tut mir leid, wenn ihr Nebengeräusche hört. Meine Frau, mein Kind ist unten. Man hört sie ziemlich gut. Aber bleibt dran, denn nach dem Intro geht's los. Als erstes möchte ich euch meine neue Kamera zeigen. Das ist eine Panasonic Lumix G81. Ich werde die jetzt auch gleich montieren, werde das restliche Video mit der 9cam drehen, also kurzen Moment. Aktuell nehme ich jetzt mit der Lumix G81 auf. Ich hoffe, man sieht einen Unterschied von der Bildqualität her. Bin dann sehr gespannt, freue mich aufs Schneiden, dann sehe ich das auch. Ich habe mir auch ein Tablet gekauft, so ein Samsung, so ein günstiges Tablet. Da kann ich das App laufen lassen, der Kamera. Da kann ich die fernsteuern und habe da auch wie einen externen Monitor. Das finde ich in manchen Situationen noch ziemlich praktisch, vor allem wenn man wie ich halt alleine filmt. Dann kann ich kontrollieren, ob ich fokussiert bin und so weiter. Das ist eine ziemlich coole Sache. Dann ist mein Implotex, mein Flüsterkompressor, ist eingetroffen. Darüber gibt es ein Video. Das bin ich bereits am Drehen. Das wird aber noch mit der alten Kamera gedreht. Das wird, ich weiß nicht, ob ich es schaffe auf Mittwoch, ansonsten Mittwoch in einer Woche wird das Video definitiv kommen. Bin ziemlich beeindruckt von dem Teil, also seid gespannt. Jetzt zeige ich euch noch kurz, ich habe noch was am Stream geändert. Aber da muss ich noch kurz was vorbereiten. Ich habe da oben meine Legria Mini X montiert. Die nimmt jetzt eigentlich von oben die komplette Werkstatt auf. Das zeige ich euch noch kurz am Computer, wie das dann ausschaut. Das ist jetzt mein Streamlabs OBS, das Programm. Da steht jetzt No Signal, weil ja die Hauptkamera, die brauche ich jetzt für YouTube, deswegen kommt da kein Signal an. Hier unten im Eck ist eben die Legria, die filmt ja die Werkstatt von oben. Ich habe auch mein Tablet verbunden, da habe ich dann in Zukunft hier unten den Twitch-Chat und hier oben kann ich eigentlich mein Streamlabs fernsteuern, also ich kann da zum Beispiel jetzt den Pausenscreen aktivieren, seht ihr. Oder dann halt zum Beispiel die Webcam groß. Da könnt ihr es auch jetzt noch etwas besser sehen. So sieht es dann aus. Oder dann halt wieder das normale Live-Bild. Ja, bin sehr gespannt, wie das im Stream ankommen wird. Ich finde es ziemlich cool, weil so könnt ihr dann sehen, wie ich mich in der Werkstatt bewege. Dann seht ihr nicht nur immer die Kamera, das Gewackel der Kamera, wenn ich die irgendwo anders positioniere. Dann könnt ihr das auch sehen, was genau ich da mache. Der Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr mir kostenlos auf Twitch folgen, damit ihr dann meine Livestreams sehen könnt. Das würde mich sehr freuen. Wäre schön, wenn ich da noch ein paar Zuschauer mehr hätte. Dann habe ich mir noch ein Bohrerset von ENT gekauft. Das habe ich auch schon getestet. Funktioniert ziemlich gut. Da ist von 1 mm bis 13 mm sämtliche Bohrer vorhanden und alles in 0,5 mm Abstufungen, sind 25 Bohrer. Das kann ich wirklich empfehlen. Ich habe das schon oft auf YouTube gesehen und ich muss sagen, es wirkt wirklich hochwertig. Ich habe ja bis jetzt eigentlich nur die Bohrer von Hornbach, die Alpen, ist glaube ich die Marke. Die habe ich bis jetzt nur benutzt und die ENT wirken da schon noch etliches hochwertiger, kosten auch ein paar Euro mehr, klar. Dann ist die
Elsbeerenpfeife. Die ist so gut wie fertig. Die muss ich nur noch polieren. Funktioniert auch. Dazu wird es dann auch ein Video geben. Da habe ich das Videomaterial, muss es dann nur noch zusammenschneiden und veröffentlichen. Da könnt ihr auch gespannt sein. Das ist ein ziemlich cooles Projekt, auch ein relativ schnelles Projekt. War das und ist eigentlich ziemlich gut geworden, wie ich finde. Dann war's das mit diesem Krüsimüsi für diese Woche. Nächsten Sonntag gibt es eine neue Folge. Eventuell kommt Mittwoch das Implotex-Video. Seid mir aber nicht böse, wenn ich es nicht schaffe. Wenn ihr auch in Zukunft sowas live sehen wollt, wie ich sowas mache, folgt mir auf Twitch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.